It gives me a great pleasure to welcome all of you today to our today's event, to commemorate the 75th anniversary of the execution of the democratically elected Catalan president, Lluís Companys. This event is jointly organized by the Catalan Government Office in Germany and the Catalanisches Kulturzentrum Frankfurt am Main. Let me say that there are not many opportunities to host an event that talks about one of our most remembered fellow citizens. As you can imagine, when the opportunity of holding this event in our city was presented to me, there was only one possible answer, and this was yes. Anniversaries are, per definition, the date on which an event took place. But those anniversaries are also moments for remembering, and this is why we are here today. Der Film handelt von den letzten Tagen im Leben von Präsident Companys, den die deutsche Wehrmacht 1940 in Frankreich gefangen genommen und an das Franco-Regime nach Spanien ausgeliefert hat. Dort wurde er von einem Sondergericht in einem eintägigen Schnellverfahren zum Tode verurteilt und hingerichtet. Diese Ereignisse vor 75 Jahren standen am Beginn der Diktatur Francos, die bis Ende der 1970er andauern sollte. Wir wollen uns heute mit der damaligen Situation nochmals beschäftigen, auch um die Auswirkungen dieser geschichtlichen Entwicklungen auf die Gegenwart besser zu verstehen. Nach dem Tod des ersten Präsidenten der Generalitat, als 1931 also die Republik errichtet wurde, als die Monarchie gestürzt wurde und er einer der, ja, vielleicht der zweitwichtigste Mann war, erstmal hinter dem Erstwichtigen, der also die Regierung Kataloniens zunächst in den ersten Jahren bestimmte, Francesc Macià, das dann von ihm übernahm. Dann also der Präsident der Generalitat, der 1934, als es zur Bildung einer rechten Regierung, der Einschluss rechtsradikaler Parteien kam, die Unabhängigkeit Kataloniens im Rahmen der Föderalen Republik Spaniens proklamierte, oder im Rahmen einer iberischen Föderation vielleicht sogar, dann aber verhaftet wurde. Diese Revolte von 1934 ist bekanntlich niedergeschlagen worden, auch in Asturien und einigen anderen Teilen Spaniens kam sie praktisch gar nicht erst zustande. Das hat es also dazu geführt, dass 2 Jahre also diese Rechtsregierung in Spanien regierte, die Unabhängigkeitsbewegung und die Regionalbewegung ganz allgemein und die Arbeiterbewegung verfolgte. Companys wurde dann also verurteilt, er kam nach Cádiz ins Gefängnis und auch die anderen, die das mitgetragen hatten. Im Februar 1936 jedoch, als aufgrund der wirtschaftlichen Schwierigkeiten und von Korruptionsskandalen, also es hat es schon immer mal gegeben in Spanien, dann doch zu Neuwahlen kam, also die politischen Verhältnisse sich wandelten, es zur Bildung einer linken Bündnis kam, das also auch dazu zwang, sozusagen die Regierung noch Amnestie durchzuführen und Companys dann wieder nach Katalonien kommen konnte und die Regierung übernahm. Interessant noch vielleicht eine Anekdote, als er da im Februar 36 dann freigelassen wurde in Cádiz, das bekanntlich in Andalusien liegt, gab er da eine Rede natürlich, wurde begeistert empfangen von der linken, von den progressiven Kräften von Cádiz, endete seine Rede mit Viva Andalucía und die Antwort, die dann kam, war Visca Catalunya. Also solche Aspekte der ganzen spanischen Nationalitätenkonflikte gibt es also auch.
Aber gut, das ist jetzt nur eine Anekdote, da will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Das Wichtige ist dann natürlich klar, 19. Juli 36 oder beziehungsweise genau genommen ab Nachmittag des 17. Juli 1936 begann also der Putsch Francos. Wir wissen, wie das ausging, weil Hitler dann ziemlich schnell und Mussolini die Waffen lieferten, die Flugzeuge. Couppans war der Präsident, der gut im Grunde genommen sein Amt aus Wahlen von 32 bezogen hatte. Neuwahlen wären eigentlich angestanden. Die hätte er auch bestimmt gewonnen, aber sie konnten halt wegen des Putsches nicht durchgeführt werden. Was passierte, war ja, das ist auch durch viele andere Filme ja dargestellt worden, also dieses Auseinanderfallen Spaniens, diese Entwicklung einer revolutionären Situation in Katalonien. Besonders stark waren ja die Anarchisten, die anarchistische Gewerkschaft. Durruti ist dann ein bekannter Name. Couppans war jetzt in der Situation, wo er in einer sehr schwierigen Situation war, wo er also sich mit den verschiedenen Kräften, die dort existierten, vor allem mit den Anarchisten auseinandersetzen musste, eine Verständigung suchen musste, da auch unter dem Aspekt natürlich den Krieg zu führen und sicherlich in der Absicht auch zu gewinnen, in der Hoffnung, sagen wir mal so, zu gewinnen. Das war eine sehr schwierige Situation, weil er zwischen den verschiedensten Fronten stand, zwischen den verschiedensten Kräften. Also ich habe erwähnt, die Anarchisten, die waren am Anfang im Sommer 1936 vor allen Dingen stark. Das Problem aber, was sich für die Republik herausstellte, waren die Waffen, die fehlenden Waffen, weil Hitler und Mussolini ja seinen Freund alles lieferten. Wir wissen, das war dann vor allen Dingen nur der Weg über die Sowjetunion, was auch dazu geführt hat, dass also die vor 36 eigentlich kaum existierende kommunistische Partei sehr stark wurde. Es gab aber noch andere politische Kräfte, natürlich in Katalonien. Es gab diese linkssozialistische, unabhängige marxistische POM, die von den Kommunisten als Trotzkisten betrachtet wurde. Es gab die richtigen nationalistischen Kräfte auch innerhalb seines Bündnisses. Und er musste da ziemlich sich hin und her bewegen, immer in den Schwierigkeiten, auch in seiner Position bedroht zu werden. Es gab dann im September, Oktober 36 auch so einen Versuch, das ist bis, heute ungefähr aufgeklärt, aber auch Versuch nationalistischer Kräfte, ihn zu stürzen, um sozusagen eine Front gegen die Anarchisten zu schaffen. Das hat ihn sehr getroffen. Auf der anderen Seite aber in den folgenden Monaten wuchs die Stärke der Kommunistischen Partei aufgrund der Waffenlieferung. In Katalonien war das also die PSUC. Insgesamt gesehen, trotz aller Bemühungen der Republik, das kann man jetzt hier nicht im Einzelnen nachzeichnen, wurde ja die militärische Lage immer schwieriger, auch die Versorgungslage. Katalonien hatte natürlich als die industrialisierteste Gegend Spaniens eine besondere Bedeutung für die Republik, weil es da war ein Ansatz für eine Rüstungsindustrie da. Das machte Begehrlichkeiten auf Seiten der Zentralregierung, dazu zugreifen, sodass dann noch zusätzlich ein Konflikt kam zwischen der spanischen Zentralregierung und Katalonien, der die Autonomie Kataloniens immer stärker einengte, weil ab Oktober 1937 die Regierung der Republik in Barcelona residierte und dort ziemlich durchregierte. Das führte dann sogar auch dazu, dass seine Partei, also die Esquerra Republicana, aus der Regierung der Spanischen Republik 38 unter Protest gegen diese zentralisierenden Maßnahmen austrat. Aber natürlich klar weiter kämpfte, auch ihre Mitglieder in der Armee der Republik. Jedoch auch die internationale Situation, wir wissen, dass Hitlers ständiges Vormarschieren in Europa, Österreich, Tschechoslowakei, die Weigerung der Westmächte, ihm da irgendwie ihn aufzuhalten, führte dann dazu ja bekanntlich, dass im Winter 38, 39, also genau genommen im Januar, dann schließlich auch Katalonien von den frankistischen Truppen besetzt wurde. Es gab diese Flucht von ungefähr 500.000 Menschen nach Frankreich und darunter eben auch die ganze politische Spitze Kataloniens, mit ihm
eingeschlossen. Und in Frankreich bekanntlich dann ein halbes Jahr später, also erstmal den Weg durch die Lager gegangen sind, in denen die Französische Republik die Flüchtlinge, auf die sie gar nicht sich hatte einstellen wollen, erstmal sehr provisorisch untergebracht, das ein bisschen an die heutige Flüchtlingssituation erinnert. Aber gut, das wäre jetzt nur so ein kleiner aktueller Schwenker. Aber für Monate war die Lage in den Flüchtlingslagern in Südfrankreich sehr schlimm. Und gut, die politische Spitze hatte es meistens, wie immer in solchen Fällen, doch etwas besser. Auf jeden Fall, aber der große Einschnitt war dann im September 1939, der Beginn des Zweiten Weltkrieges. Und im Folge dieses Zweiten Weltkrieges wurde ja Frankreich bald besetzt. Sie waren eigentlich anerkannte Flüchtlinge. Theoretisch war das auch ihr Status, den der dann entstehende Kollaborationsstaat hätte respektieren müssen nach internationalem Recht und sogar auch weitgehend aus bestimmten Gründen auch respektiert hat. Jedoch war er und auch eine Reihe anderer Spitzenpolitiker in Frankreich von den Deutschen besetzten Zonen, und bekanntlich gab es eine enge Zusammenarbeit zwischen Franco, Spanien und Hitler. Himmler war nicht umsonst da im Sommer 1940 nach Spanien gekommen, nach Madrid. Und dieser Zugriff ermöglicht es dann also dem Franco-Regime, einige Spitzenpolitiker habhaft zu werden, die also in dem besetzten Teil waren. Ich nehme an, das wird dann da auch geschildert werden. Es gab da einen sehr berüchtigten spanischen Polizisten, Urrutia hieß der, glaube ich, der wird vermutlich da auch auftauchen, der dann dafür sorgte, dass nicht nur Companys, auch eine Reihe anderer, also bekannteste war noch einer der anarchistischen Minister aus dem Bürgerkrieg, Joan Perot, auch ein Katalane, dann verhaftet wurde. Und in denen dann in Spanien eben diese sehr merkwürdige Art von Justiz gemacht wurden. Spanien hatte Franco, eine der ersten Maßnahmen Anfang 1939 war ein Gesetz zu verkünden, das sogenannte Ley de Responsabilidades Políticas, mit denen sozusagen rückwirkend Justiz ausgeübt wurde, in dem erklärt wurde, die einzig legale Regierung ist das Franco-Regime und alle, die sich gegen Franco stellen, und zwar schon seit Anfang der Republik praktisch, sind die Putschisten. Und das ist die sogenannte juristische Basis, auf der also der Prozess vollzogen wurde. Es gibt noch eine interessante, und das wird sicherlich ausgeführt werden, deswegen will ich dazu nichts mehr sagen. Ich will noch einen Punkt nennen. Companys hat in der schwierigen Situation des Sommers 1936 einen bestimmten persönlichen Zug gehabt, der vielleicht auch hier noch auftauchen wird, aber ich nenne es mal. Ist natürlich klar, wir wissen, Sommer 1936, das war eine ganz schreckliche Situation, der Staat brach auseinander, da wurde sehr viel politische Vergeltung geübt, auch bis hin zu individueller Rache, weil für einige Wochen sozusagen ja nichts mehr bestand. Die alte Armee hat geputscht, hatte sich aufgelöst, die alten Ordnungskräfte, und die Republik konnte das noch nicht so schnell durchführen. Da gab es also auch sehr viele Massaker. Das hat ja das Franco-Regime immer gerne vorgetragen. Das ist auch zum Teil auch richtig, nicht? Also vor allen Dingen die katholische Kirche und so weiter war davon sehr stark betroffen, aber auch alle politischen Aktivisten sozusagen der Rechten. Und aber auch so viele sozusagen, die kann man nennen, die soziologische Rechte, das heißt die Familien, die gut standen, Unternehmer und ähnliche Kreise. Companys hat versucht, dem ein bisschen entgegenzuwirken. Unter Companys sind eine ganze Reihe Leute dann, zum Teil auch aus Schiffen aus Barcelona, also Familienangehörige zum Beispiel, konnten dann freikommen. Und das wird hier noch eine Rolle spielen. Ich glaube, ich will da nicht mehr verraten, weil ich nehme sicherlich an, dass das noch genannt wird im Zusammenhang mit dem Verteidiger von Companys. Aber das ist deshalb auch wichtig, weil es gab ja auch andere Vorfälle in Madrid. Das wird ja auch noch bis in die Aktualität spielt das rein. Stichwort Paracuellos, wer so in der aktuellen Situation in Spanien das so ein bisschen verfolgt hat, wird dann immer wieder vorgebracht werden. Aber gut, ich will es dabei belassen. Also Companys war sicherlich auch ein Mensch, der
in einer sehr schwierigen Situation war und zum Teil ja auch davon sehr getroffen war. Das war nicht unbedingt das, was er sich so vorgestellt hatte, auch weil einfach immer wieder unvorhergesehene Wendungen auftraten und Schwierigkeiten sich auftürmen. Aber insgesamt ist natürlich klar, was mit ihm getroffen werden sollte, war jedwede Art katalanischer Selbstbetätigung. Das war die Absicht Francos. Der hatte das ja auch ganz klar so formuliert. Das war ja eine der ersten Maßnahmen, auch sämtliche Autonomieinstitutionen aufzuheben. Sogar innerhalb der Phalange ist ja durchgegriffen worden, in denen es ja auch einen kleinen katalanischen Sektor gab. Denen wurde verboten, Katalanisch zu reden. Der bekannteste Mann, der war zwar kein Katalaner, aber der das versucht hat, oder der spätere dann ja nicht mehr so frankistische Dichter, Dionisio Ridruejo. Aber gut, auf jeden Fall ist das also der historische Kontext für seine Person und damit möchte ich jetzt beenden, denn sonst kommen wir nicht mehr zum Film. Ich danke.